Guten Abend bei Dickrich TV haut wie immer ganz technisch. Du wurschlo haut heißt den, der das der sogenannten Computarium am LCD hat zu Dickrische kleine Musee, wo die Entwicklung von der Computer gewiesen wird und das wirklich von den allerersten Rechenmaschinen un. Zu gesehen sind am Computarium am ganzen 1400 Objekte. Das ist eine ziemlich außergewöhnliche Sammlung, die so gut Leute wie mich, die nicht an Computern interessiert sind, richtig staunen lässt. De Francis Massenhey huet an der Zeit Informatik am LCD geleet an ass passioniert vun allem, wat man d'Informatik ze dien huet. Wéi am Joer 2005 de Lycée-Klassik zu Dickrich 175 Joer gefeiert huet, kommen hien an en andere fréiere Profes dem Gebäi op d'Idee, da en Computerexpo been ze setzen. So gouf an engem Hall vum Lycée des Schein Ausstellungsvitrine und Zeichnung vum Architekt François Valentini gebaut. Ze gesinn krit den hai Computer, déi vum Lycée selber gesammelt goufen, dann awer Stecker aus de Privatsammlunge vum Francis Massen aus engem Kolleg Motz, Erscheinkunge vu Leiit, die am Lauf vun de Joren dobeikom sinn. Ich habe noch immer schon Sachen gesammelt und meine Frau auch, wir sind noch Sachen von uns drinnen. Aber wir konnten wirklich vieles geschenkt von einer großen Liste mit Kontributeuren, ne? Verschiedene, die ganz viel sogar gehen haben. Ganz tags geht es so, dass im Speicher, wenn man Pension geht, da sagt Frau, du musst den Speicher rauben. Und da finden im Speicher halt auch ganz interessante Sachen, ne? Wo wir natürlich immer froh sind. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen als Lehrer, als Ball voll, dass wir können nicht irgendeinen Computer von 1990 schulen, aber wenn muss man so etwas Rares so, dass das Ende der 70er Jahre und so weiter, sind wir natürlich immer ganz froh. Vitrine am Gang vom Lycée geht schon lange nicht mehr durch, für alles inner zu kriegen, was am Laufe der Jahre dabei kommt. Der Groß vom Computarium deleit wie Schatz auf einem mehr verstoppter Platz vom Lycée. Unter dem Dach, da wo früher mal das Internet in der Brust war. Und da kann ich noch richtig wertvolle Stecker finden, wie zum Beispiel das ganz einzigartige Rechenmaschine von 1919 mit dem schönen Namen Le Millionnaire. De Francis Massen hat das Prachtstück zusammen mit seiner Frau auf einer Steh von einem Antiquaire gefunden und ist heute noch immer begeistert von diesem mechanischen Rechner. Weiß ich nicht, mal ganz kurz. Ich will 25 mit 25 multiplizieren. Dann drücke ich hier an meinem Tastenfeld 25 ran. Ich setze den hier hier auf 2. Ich drehe ihn ein Kehr. Da setze ich ihn auf 5. Ich drehe ihn noch ein Kehr. Und dann, wenn ich hier gucke, da steht 625. Das heißt, ich habe die Multiplikation eigentlich direkt gemäht. Oder aber das elektromechanische Rechenmaschine von 1934, die vollautomatisch 4 Rechenoperationen durchführen kann. Ich weiß nicht einmal, wie wir eine Division machen, strecken 355 ran und ich will das dividieren durch 113. Also 1, 1, 3. So drücke ich Divisionszeichen. Wenn ihr guckt, da seht ihr hier 3, 14, 15, 2. Wir haben also eine Approximation von Pi gerechnet. Und das nicht mehr mit mechanischen Methoden. Das ist das Einzige, was hier elektrisch ist, das ist der Motor, den an der Maschine ist. Aber sonst ist alles rein mechanisch. Wenn die Chance vom Francis Massen durch das Computarium gefahren zu gehen, kann man staunen, was den du alles finden kann. Und darüber hinaus an dieser Expo gibt Computern zu spannenden Geschichten, Zwillen zu lebenden Objekten, die faszinieren und einfach nur mehr verlangen. Das Kurta-Maschine zum Beispiel, von den berühmtesten Rechenobjekten von der Welt, die war am KZ zu Buchenwald entwickelt worden, von einem Mann, der durch seine Erfindung leider am KZ für Tod retten konnte. Auch Elizabeth war so am Leben davongekommen. Oder aber diese Planner-Computer, mit dem auch Planner nicht mehr über die Stimme schaffen und programmieren können. Besonders Begeisterung aber rief beim Francis Massen diese Computer aus den 50er Jahren aus. Ein analoger Rechner, der komplett aus der Mode war, analog nicht gebaut wird. Zwar geben haut kein Schnee mehr gesehen, die Verkabelungen gehen lo an den neuen Produktionen intern gemacht, aber das Prinzip, die wir noch immer dieselben und hat einen großen Avantage par rapport zum digitalen Computer.
Die Philosophie, die dahinter steht, ist die von einem ganz sicheren Rechner, der ganz wenig Strom braucht. Das sind die zwei Sachen. Vitesse, was wir heute können am Digitalen, muss Vitesse, aber mit einem großen Stromverbrauch. Und hier soll beides zusammen haben. Kleiner Stromverbrauch und große Vitesse. Das aber eine interessante Sache. Wenn der Mond sieht oder eine Mondstation ohne viel Ressourcen für Strom und so weiter, und da muss kompliziert Recherchen machen und so weiter, dass ein Computer, der wenig Strom braucht, ist ein Avantage. Ja? Ganz groß Revolution, die wir aber am Bereich von den optischen Computern zu werden, wo am Platz von der Elektronik mit Lichtelementen geschafft wird. Dann aber auch mit den Quantencomputer. Will doch tierisch faszinieren lassen vom Francis Masson singen Aufführungen an den Bereich von den Computer, da könnt ihr euch ummelden für eine Visite am Computarium, die Vitrine am Hall vom Lycée, die kann allerdings einfach so besichtigt gehen. Da gëtt et awer Neiz aus dem Gemengerot zu berichten, do gouf de lachten Dënchtech nämlichlech nees e Stuhlnei besat. Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité des fonctions qui me sont confiées. Je le jure. No der Demission vum René Canivet als Schaffen an du noch als Gemengekonseiller gouf den 10. Januar owes de Mario Della Cava vum Bürgermeister Clotilde als neuen LSAP-Konseiller veredecht. Sengzeit bis zum Ende vun der Legislaturperiode ass zwar knapp am Juni getünes neu gewählt, trotzdem will den neugekränte Gemengerot die nächst 5 Monate lo gut nutzen fir Sengideen mat ranzubringen. Von Berufswegen hin interessiert mich natürlich Beschäftigung, Juren schon an der Berufsbildung geschafft gehabt, war schon noch natürlich am Equipesport ganz viel Sport gemäht, das ist Jugend, Sport, Beschäftigung an noch effektiv Education, auch weil ich an dem Beruf, an dem Bereich auch schaffen, sind das meine Prioritäten. Für die europäischen Klimaziele zu erreichen, müssen alle kleinen Metro schaffen, den CO2 zu reduzieren. Ein guter Hebel dafür ist der motorisierten Trafik. Die Chancen rund um die Rue du Palais, also in die vielleicht nicht so viel auffällt, dürfen auf den Moment einen ganz großen Impact auf den Verkehr am Bereich zwischen der Rue du Thiel und der Rue Stavelot haben. Die Arbeiten, die kommen auf alle Fall gut vorgehen. De Chanschen Palaststrasse ass auf 5 Phasen abgedeelt. Am ewechten Deel vun der Rue du Palais an der Rue Guillaume hat es notwendige Chantier fir une Puermendo gefangen. An sonder hier sind dabechten all no Plan 4 kom, dat sowohl a Punkto Infrastrukturen wie Sachen Aménagement vun de Strossen. De ganzen Deel tcht der Rue du Thiel an der Rue Stavelot soll nämlich eng Chaussee du, eng Stross fir d Mobilitéit dus ginn. Méi bret Trottoiren, Min an de Kreizungen hun mir Trottoir-Traversant, das engerseits gut fir de Fußgänger, so huet gin Niveausennerscheet méi, das gut fir Leiit mat enger beschränkter Mobilitéit, an noch fir d'Älteren, die eng Busser tricke mussssen, so hun se kin Niveausennerscheet méi. Das auch so, dass d'Sicherheet fir d'Schul kann noch garantiiert ass, weil d'Autoen lo den Niveausennerscheet hunn an fir iwwer den Trottoir ze kommen ofbremse mussssen, fir dann op die Stroos ze kommen. Nief den Fußgänger sollen haier Wort Velofuer Prioritéiter geraumt kreen. So gëtt net nëmmen eng drësseger Zone gefoert, mir 2 Velospuren an der Stroos beigesat, an Velofuer déi hunn Prioritéit. Für den Auto bleibt um Ende wie viel Platz. Auch bei der Phase 2 dürftet lo nur dem selbechte Prinzip 4 gehen. Das war dann Phase 1.1 dann 1.2. Dann haben wir lo ab Haut, den 16. Januar, wird dann noch der Bagger Rollen. Mit da sind wir dann an der Rue du Pensionnat. Da werden wir auch die energetischen Infrastrukturen, die sie schon gemacht haben. Wir sind da am Gang, den Trottoir fertigzustellen. Auf der einen Seite wird noch auf der anderen Seite neu gemacht gehen. Und da werden wir auch Rue du Palais Richtung Rue du Thiel weitermachen. Das heißt, die Infrastruktur selber steht neu gemacht. Und auch Strassenraum wird neu aménagiert.
Et ass also vun den Infrastrukturarbechte profitiert ginn fir a Punktomobilitéit neiweer ze goen, schon durch d'Affäre vum Parking residenziell ass de Parkraum an de Strossen zu Dickrech mi eitel ginn. Mat den neie Mesuren em Trou du Palais werden all Parkplätzen haie wäsch fallen. Fir die opzefänken entsteet do fir zeitgleich mat desem Chantier en neit Parkhaus op der Gar. Et werd immer probiert lo méi die Aktivmobilitéit datcht ze Fos oder man Wëlle ze förderen, so dats den Auto se amfunge man an der zweter Stell ass. Dat ass mengg enkeier fir klimatechnech gesinn en grosse Plus. An so fördermer och die Aktivmobilitéit, wellt fir de Fosgänger oder wëlle vor er film méi bequeem ass, d'Stroos ze benutzen, wéi mam Auto wann en ëmmer ofbremse muss an den anderen Prioritéit muss ginn. Et muss also gedurcht ginn, wann mir wëllen eng Zukunft hunn fir an allem manner egoistisch. Sollt lo allerdings Probleme duche Chantier ginn, kann e sech natilech gern beim Servicetechnik mellen. De Chantier im Palaststroos werd iwregens mam en vum Congé-Kollektiv am Summer 2023 op en Nenn goen. Vom September dat lächt Jo rund stellt Gemeinde Dickrech ihren Anwohner eng Mediation sozial zur Verfügung, wo jiederin den Problem mat enger anderer Person oder Partei huet sech kann hiwenden. Mediatrice die sech drum këmmert, sich dann mat dem Demandeur as enger Gegepartei enger Lesung. Klingt auch gut, oder? Moyenne. Alors, on a la médiation aujourd'hui en haut, dans la salle. Tragini Pologando schafft hinter 7 Jahre als unabhängig Mediatrice zu Lützeburg. Am Ganzen hat sie eng 300 Dossier behandelt, wo Leute Konflikt mit nie waren. Zu Moment können lo als auch Dauwohner und Dauwohnerinnen von Dickrech hier anrufen oder schreiben, also wird sie beträgt. Nachbarschaftskonflikte, Probleme mit dem Bilan an der Schule, mit Administrationen, überall da, wo die Kommunikation nicht so klappt, wie sie soll. Je demande tout le temps aux parties qui viennent me voir d'essayer de voir est-ce que vous avez essayé déjà de parler avec votre voisin, est-ce que vous pensez que vous pouvez parler sans que le voisin le prend mal. Et une fois que j'ai enregistré le dossier, que j'ai écouté la partie, j'ai compris un peu quelle est la problématique. Là, j'invite l'autre partie de se mettre en contact avec moi. An da gët an aller Rou probiert fir eng Soluioun ze fannen, wobei d'Wurzel vum Problem mechtens an ënnerschiedlesche Sichtweise laie géif, dacks och a verschiedene kulturelle Backgrounden. Wät Leiit is sech deplacéieren, mat ihre Liwensgewunnechten an iwwerzegen a Glavensrichtunge plënneren, op eng Platz mat Leiit de net unbedingt selwe sticken. Eng Persoun, die immer zu Fënster rausguckt, sobald sech appes fir unter Dir deet, kann e so bei segem Nopert gefil vun Harcelement auslesen, ob schon dat gonne d'Absicht war. Et là, dans des situations comme ça, on commence à se faire des idées. Et quand on se fait des idées, alors on regarde notre objectif, notre façon de penser déjà de voir le voisin, on est déjà dans l'interprétation et dans le jugement de cette personne. Et dès qu'il y a un élément déclencheur qui arrive, alors tout de suite, il y a un conflit qui est là. Et du jour au lendemain, on va traiter cette personne d'étranger, raciste, pourquoi tu es là, tu me veux du mal, etc. Or que, tout simplement, c'est dans la pratique de cette personne d'avancer le rideau, quoi. An do kann eng Mediatioun ganz einfach ergreifen, fir denen zwo Parteiie géichsäiteg ihre Point de vue zu erklären, an hier Sichtweis eventuell ze ändern. So wie eng 6 an eng 9 können zur Verwieslung féieren, je nachdem vu enger Seite ze betruecht. Also am Platz die nächste Keer bei eng Konflikt direkt bei den AFK zu goen, soll den net auch fir d'échte Mal bei der Mediation probieren, was se schon offréiert gëtt. Pourquoi pas utiliser la médiation et travailler au niveau de relationnel et résoudre un problème à l'amiable. C'est un processus qui est très flexible et qui est gratuit donc pour les résidents et aussi on a la possibilité de dialoguer de ce qu'on a sur le cœur ou ce qu'on a en tête. On a là l'opportunité de parler librement avec une autre personne tierce, neutre, qui n'est pas là pour vous juger, pour vous interpréter sur vos propos, qui est là juste pour essayer d'améliorer donc, vos qualités de vie.
Young Boys vun Dickrech gëtt schon ganz lang. 1908 ass de Fußballclub gegrünnt gin. 1916, 1950, 1978 hu sie Nationaldivision gespielt, as in Lotzenter 2019 nees an der 1. Division man Ziel weiter no Uwen ze klammen. Wer awer mecht de Suse vun diesem Dickrecher Sportsverein aus? Hei de Reportage. 5, 4, 3, 2, 1, alles! Wir sind hier Young Boys Cup am Sommer 2022 am Stadion der Rümerten. Am Sommer an am Winter findet all Jahres einen internationalen Tournoi zu Dickre statt. 2020 und 2021 allerdings war Pause. Du fährst Frieden so groß, endlich nächst keine Last zu lehen. Der Young Boys Cup der letzte Sommer hat sich als mega Succès erwiesen. Das Jahr machen alles Skin, Vollpower und ihr hat 6 Kategorien. Über 72 Ekippen, auch vom Ausland, von der Belgien, Deutschland, auch von Frankreich. Und Mubal über 300 Matches gemäht, lo gestern anhaut. Die Dickrecher Jugend steht sich im Moment ziemlich gut. Die letzte Saison goufet op der ganzen Lin bei den Jungen und bei den Mädchen nimmer gut Resultate. Besonders hoffriger sind natürlich op Junior ihre Promotion. Weil die gut HD-Kippspieler vom formiert gehen. An die füllen schließlich auch noch Uwen. Wir sind noch Freitag sowes Training von den nächsten Ekippen. Sportlich sind wir schon ganz gut. Im Moment wir sind Tabellen 2. und 3. Division. Und wir wollen gucken, für das klappt, für die Monteure-Promotion raufkommen. Das ist ein schwerer Weg, das ist eine ganz halbe Saison. Und ich hoffe, dass das klappt. Dafür setzen sie also bei den Young Boys ganz gezielt auf die Jugend. Du hast das Komitee de Jean Dupont 1. Die Spieler können natürlich von den Transfer gut Transfer möchten. Wir haben aber ein bisschen Politik, wir gucken, dass wir die Spieler ausbilden. Das heißt, gute Trainer bei der Jugend, dass wir die Spieler gut ausbilden, dass die später auch bei uns in der Equipe Spiele kriegen. Und das haben wir im Young Boys. Ich meine, wenn wir gucken, wir haben am ganzen Kader 25 Stück. Da sind aber 16 Spieler von der Jugend Dickrech. Das ist ein Körper Vereine so. Appel de balle, mouvement, skipping tout le temps, mouvement, on bouge. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Bei den Young Boys Dickrech sind im Moment eng 250 bis 300 Spieler und Spielerinnen am Einsatz, die von engen 20 Trainer Form gehalten gin. Viele von den nächsten Equipemembern sind hier am Verein schon groß gin. Der Luca zum Beispiel, dem hat 12 Jahre an die Young Boys Commerce, nur nimmer 4 Jahre hat er schon richtig weit gebracht. Ich war direkt überall heute dabei und ich habe auch gut informiert über alles, was der Club so gemacht hat. Und ich war auch mal Skollerin, KD, Junior, alle eben auch und zweite Kipp. Und ich habe zu Dickreich gespielt. Und schon noch viel erreicht, relativ auch. Ich bin stolz auf mich, dass ich viel erreicht habe. Weil wir hatten letztes Jahr mit den KD Cupfinale gespielt. Zu Medernach gegen Racing Lützburg. Leider verloren, wir haben aber gut performt. Und auch dieses Jahr mein erstes Match mit der Equipe gemacht. Und es ist wirklich hochfrisch. Ich bin stolz auf den Verein. Ich bin noch froh, dass ich die Chance gut für mich zu beweisen. Da geht es bei der Damen-Equipe auch Flavia, was mit 14 Jahren bei den Young Boys gekommen war, an einem Aufstieg auf Kolmar Elonis den Weg zurückgefunden hat, als Kapitänin bei den Damen. Ihre Equipe bleibt übrigens im Moment an der 1. Division noch Platz 6. Dickrech lädt man vom Herzen, wir sind auch rumgekommen. Dickrech ist einfach ein ehemaliger Verein. Ich meine, das gesagt nicht zweimal, das gesagt noch in einer Ambiance. Auch mit den Herren, die zusammenarbeiten, Martinen und mein Präsident, das ist wirklich mega. Ein Punkt, den auch ausmacht, ist als Jugend. Wir haben eine Equipe von einer Moyenne von 20 Jahren, eigentlich über weitem nicht ältest. Ja, und sie sammeln Erfahrungen, sie bringen hier ihre Wuppes dran. Das ist Dickrech. Gerade weil probiert geht so viel wie möglich Spieler und Spielerinnen auf Langzeit am Club zu halten, auch für zu trainieren und zu dirigieren, geht es also bei den Young Boys Dickrech einen Zusammenhalt für eine Sos nicht Seele findet. Die Ambiance wie als Kapitänin schon so, dass mega mit der ersten Equipe auch wir gehen alle guten zusammen eins. Auch die neuen Spielerinnen, die da neu beikommen sind, dürfen mega gut ins mit denen, wir sind so gut integriert
an auch als zweite Kipp an ja mir sie froh dann eng Familie zu sehen an D'ambiance am Verein also ich fand wirklich cool weil jeder unterstützt sich ein bisschen noch all gut plus ou moins nämschen Alter mir kann es auch schon gut du wennst Ambiance Stimmung habe ich schon Spielfried wie man den spielen was wirklich an ja das möchte Spaß als trainieren mir noch so eng gute Ambiance weil man so viel Spieler von der Jugend an DGG bringen an alle verstehen sich gut an jeder spielt zu summen seit klangem und auf den Herzen vom Verein an ich fand noch gut Ambiance als Dicker Schabeja den so ein gute Ambiance bringen eng Flotfamilie wie seide jo op den Evenementer oder überall heier den überall Young bei Stickrech Flotkipp eng rich Familie kann e se. Eng Familie de lommert Fraen am Mederscher also nëmmen nach Mikros gëtt an noch an dem Bereich huet de Verein vill Potenzial fir Zukunft Frauenfußball as kommen an Young Girls hallen du vun der Bärmat. Schmengen haier Lützebusch gët immer méi gefrot seide jo allg bei der Nationalkipp du entwickelt scho gët immer besser si eng Qualifikationun fir déich ke mat gemet wie gesot wo Chaufféier dikrecher Mederscher dabei waren. An Gesäiden geht noch 4 Jahren an der seit wat Spaß mcht. Also nëmmen erfolleger op der ganzer Lin den Jonken de Männer an de Fraen, de Präsident, de fir 60 Jo eng echte Käier bei de Verein kom war, kann also ganz berouecht an Zukunft kocken. Da gëtt orem neiz aus der Geschäftswelt ze mellen. An der Grousgastorszentre Pument en neit Kledergeschäft vorbeikom. An noch van d'Enseigne net neiers, so kën engem Heider alles wéi nei fir. Patron erklärt selbst. On a déménagé parce qu'on avait besoin d'avoir plus d'espace parce que le magasin avant il était déjà un peu petit pour tout ce qu'on voulait offrir et voilà donc on a décidé de choisir un autre espace beaucoup plus grand. Déjà c'était un projet qu'on s'est fixé quand on a ouvert pour la première fois parce qu'on voulait vraiment venir au centre parce qu'on sait bien qu'au centre on a plus de possibilités, il y a plus de visibilité et franchement avec ce qu'on a à offrir c'était vraiment la décision à faire et voilà donc on est très contente d'y être. On maintient toujours le même style parce que quand on a commencé pour la première fois, on avait aussi commencé avec les habits d'hommes, mais avec le temps, on avait vraiment plus d'espace pour offrir autant de choix. Donc on a dû enlever les habits d'hommes. Donc maintenant, c'est vrai qu'on voulait vraiment ajouter les habits d'hommes parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Ici, c'est vraiment un magasin qu'on a beaucoup de choix, donc habillements, accessoires, comme des bijouteries aussi. Notre bijouterie, elle est vraiment d'excellente qualité, c'est tout en acier. Aussi du liège, on essaie vraiment d'avoir aussi quelques produits portugais. Évidemment, notre gamme, c'est vraiment, elle est focalisée plus pour les produits italiens. C'est vraiment pour les gens qui aiment une certaine différence, là, parce qu'on ne trouve pas beaucoup dans la région ce style d'habillement qu'on a. On essaie vraiment d'avoir des prix accessibles à tout le monde parce que notre clientèle elle a une marge vraiment moyenne. Avec tous les prix maintenant qui s'affichent, on essaie vraiment de rester assez raisonnable. On essaie vraiment d'avoir cette marge, la marge moyenne, quoi, parce que c'est vrai qu'on remarque que quand on achète un produit à l'achat, c'est déjà plus cher, on remarque qu'il n'y a pas autant de recherche parce qu'en ce moment, c'est un peu de problème pour acheter aussi. On a une page sur Facebook, donc Style Beauty, vous pouvez trouver chez Facebook. Et après, on est aussi dans la plateforme de Let's Shop, vous trouvez aussi notre boutique qui marche très bien. On a jusqu'à maintenant vendu assez bien aussi. On essaie aussi de faire une page chez Instagram. C'est quelque chose que c'est déjà en vue, donc ça sera pour bientôt.
j'espère que vous avez envie de venir nous connaître. Ça sera un plaisir en tout cas pour vous recevoir. Et voilà, vous allez adorer Saumon, notre boutique, avec la gentillesse de Grassac qui sera tous les jours ici pour vous recevoir. Nach ein paar Wochen dann ist nächstes Kavalkat. Auch wenn die Lastkavalkat der Sachentemperatur nicht mehr wert zu toppen sind, so kann ich aber sicher sein, dass sich den ESD-Verein auch daher nicht vertuellen lassen. Geplant ist für über die Kavalkade raus auch die Idee für drunten, die Kirche nächst zu einem Highlight von der Vorsinn zu machen. Ja, das ist ja dickerer Vorsicht, nicht nur ein dickerer Kavalkat. Wir haben als ESD unterstützen einfach dickerer Vorsicht. Wir wollen sie immer durchkriegen, dafür haben wir etwas lanciert, das heißt Altweiber, den wir an der Großgas haben, an den Kaffee, einen dickerer Stoff, beim Louis, beim Misch. An all die Kaffee rundherum wird natürlich auch super für Stimmung sein. Indem wir den Tag danach, den traditionellen Hippix-Ball, den halt so dickrig immer ganz groß war, immer top war, den wollen wir auch immer am Dorf kriegen, aus der Seerei raus und noch dass immer mehr Kaffee machen. Das ist das Ziel für die nächsten Jahre. Das lancieren wir dafür dicke Jalette. Der braucht kein Auto, der braucht just zu Fuß hinzukommen, der Weg von der obersten Team, das ist gut kein Problem. Also den Hippix-Ball ist an der Brasserie beim Louis, am Café Misch. Dann den Tag danach geht es weiter mit dem Kannerfußball an der Seerei. Und dann natürlich sonntags traditionell als dickerer Kavalkat. Die dickerer Kavalkat ist dieses Jahr traditionell Abfußsonntag, nicht wie letztes Jahr, wo wir dann mehr gefallen sind, auch wenn das viele Leute gefallen hat. Uns hat es doch gefallen, mit Tradition, soll so bleiben. Und wir machen das auf Sonntag. Neuerungen auf der dickerer Kavalkat sind dann noch das Jahr wie letztes Jahr Family Place, wo da könnt man ihre Kanner hinkommen, wo auch an dem ganzen Umfeld kein Alkohol ist, wo die Kanner können sich auf Kavalkat freuen, natürlich auch mit Süßigkeiten überheft gehen. Dann geht es natürlich weiter an der aller Seerei, mir auch für ganz dickrig rum, wo die Fürsten gefeiert wird. Also wir zählen op Biersch, kommt bei Kavalkat, kommt feiern, es gibt in Top-Dach, dickrig, feiert, erlebt, wie man immer gewinnt wären. Also, mach dir schon bereit, an ein paar Wochen, da geht es los. Was sonst noch alles bis du steht, das guck mal am Agenda. Ich so nicht da schon Adi, den Tag nur der Kavalkat, also recht auf 5 Wochen, gesehen mir reist, dann ist rum. Bis du macht es gut und feiert nicht zu viel. An der Dekanatskirch zu Dickrich ass den 21. Januar um 3 Uhr mittags den Najoschkonzert vom CM Nord. Menü steht eng Rees durch verschiedene musikalische Traditionen an Kulturen. De Konzert am Ensemble Vokal an der Chorschule vom Conservatoire du Nord ass gratis. Den 28. Januar dann ass fir d'Schüler aus dem letzten Jahr vun der Grundschule wichtige Rendezvous an der Deichhall zu Ettelbreck. He präsentieren sich op dem da vom Moes Neng bis 12:30 mittags 5 Lyceen aus der Nordstadt erweisen wat sie alle so bieten. Ennner de 5 Etablissementer op der Schulfoire 2023 as auch de Lycée Klassik vun Dickrich. Eng interessante Ausstellung gëtt vom 4. Februar am Kulturhaus zu Dickrich. Vu Show van hireer Woll nennt sich das Flotexpo, déi zum Deel Resultat vu Workshoppen ass, déi de Musee zusammen am Panda Club organisiert. Ennner anderem soll ha 4 Wochen Schof gebaut gin. Die selwechten Daras 12:30 Uhr normal an der Dekanatskirch öffnet der Konzert vom Ensemble Vokal Cantica. Spes Luminis nennt sich das ganz variiert musikalisch Vierfährung, die vom Barock über Romantik bis zu zeitgenössische Komponisten feiert. De Rendezvous vom Montag das natürlich den 19. Februar, wo 2:30 Uhr an der Rue Merten den Depart von der 55. Cavalcado gesot ass, déi auch des Journées für viel gut Laune sorgen wird.